Schönen guten Abend draußen, schönen guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. Den 7. und den 8. Juli wird zu Hamburg der G20-Summit aufgehalten gehen. Was sind Ihre Hoffnungen? Meine Hoffnungen sind, dass wir irgendwann rund um den Globus eine Disziplin hinkriegen zwischen der Regierung und zwischen allen Ländern für den Klimawandel zu bekämpfen, für die Handelsbeziehungen richtig zu gestalten, für sie mit sozialen und auch environmentalen Dimensionen umzurechnen. Das alles kriegt nicht, wenn nicht eine Weltregierung wird. Den G20 ist am Anfang halbe Weg zwischen der national beschränkter Kompetenz an der Weltregierung, an der müssten ein paar die Kompetenzen angesiedelt sind, für das Zusammenleben zu erleichtern. Das Jahr sind die Erwartungen relativ klein, weil der Hauptakteur, nämlich der Präsident der Vereinigten Staaten, der sieht, dass an den Domänen, wo wirklich eine internationale Zusammenarbeit notwendig ist, eine Disziplin notwendig ist, nicht viel mitmachen, zum Beispiel am Klimawandel. So gesehen erwarte ich auf dem präzisen Punkt überhaupt nicht. Von diesem Summit wird schon spekuliert, für das Thema auszuklammern, gerade wie alle anderen wichtigen Themen, an die zu einem späteren Zeitpunkt zu verlegen. Da wird eine Arbeitsgruppe geschafft gehen. Wenn das mit 4 Uhr kommt, muss eine Kommission schaffen oder eine Arbeitsgruppe. Wie das schon angeschnitten ist, dass dort eigentlich der richtige Kader für die dort Frauen zu diskutieren, wann Leute wie den Trump oder den Putin möglicherweise blockieren und es eigentlich keine demokratische Legitimität gibt, für das in irgendeinem Sinn abzuhalten. In dem Moment, wenn ihn just dagegen zulassen und rund um dich invitieren, die eine perfekt funktionierende Demokratie haben, dann müssen die Europäische Union sogar vorstellen, weil Ungarn und Polen auch nicht mitmachen. Russland als echter eine Demokratur wie eine Demokratie. China als wirtschaftlich sind sie liberal, politisch sind sie mehr wie erzreaktionär konservativ aus ihrer Sicht. Es sind so viele andere Gedanken rund um den Tisch und es sind so viele verschiedene politische Kulturen, dass von der Welt bis diese angeglichen haben, mengen das die Welt schon hingegangen. Das ist illusorisch für zu mengen, wir könnten die Welt verbessern, indem wir nicht mehr just mit Gleichgesinnten schwätzen. Das ist eben gerade, weil Differenzen gehen. Wir müssen Gesprächskanäle offen bleiben. Es gibt immens viele Proteste zu Hamburg. Können die Leute verstehen, die großen Punkte von der Globalisationskritik, Angst auch für eine Globalisation. Was gibt ihr zu den Leuten zu? Ich ging mengen wie gut, wenn wir den Diskurs ein bisschen affinieren. Zwischen alles an nichts, nie an immer, gibt aber eine Praxis intelligent, intermediär Niveauen, wo ich vielleicht beginnen kann. Was wollen die Alternativsättige eine Lüt gegen den Klimawandel, die funktioniert? Das hätten die meisten rund in der Stadt auch gerne. Komm, wir gucken, was wir zusammen machen können. Sie hätten gerne, dass den Handel mehr gerecht wird. Das hätten die meisten rund in der Stadt auch gerne. Da können wir gucken, wo die Obstakel sind, und da gehen wir hauptsächlich bei denen protestieren, manifestieren, die responsabel sind für die Blockage. Die können da nicht immer pauschal eine ganze Gruppe von Ländern kondamnieren, um Motiv, das nicht genau rauskennt. Das, was beim G20 rauskennt, das muss einstimmig gedroht gehen, sonst kennt man nicht raus. Und das ist die große Frage. Das ist gut, dass die Société Civile da ist, die aktiv ist, die sich an Probleme ranbeißt, und dann, wenn es zu den Möglichkeiten kommt, für die Probleme, die sie aussprechen, zu lesen, dann werden ich immer ein bisschen mehr entgegenkommen. Oft geht es auch etwas von der politischen Ebene überholt, was von der Société Civile kennt. Und ich habe immer das Gefühl, dass das an demselben Ausmaß unerkannt wird. Wir haben das zum Beispiel erlebt beim CETA-Akkord, da hat die Société Civile sich ganz stark impliziert, dass ganz viel Rücksicht genommen wird auf das, was sie gefragt haben, sind ein paar die Forderungen auch erfüllt gehen. Mit gesagt, aber noch mal raus von den Diskursen hier auf der einen und auf der anderen Seite, was nicht zu einer Unnäherung kommen wird. Auch die Realität ist aber genau der Konträr von dem, was die Perzeption der Börsen ist. Ich gebe als Letztes gerne noch einen spezifischen Punkt von der deutschen Präsidenz im G20 angehen. Und zwar geht es auch um globale Gesundheitssysteme. Nach dem Ebola-Outbreak vorgestellt, nur der Effektivität von der Weltgesundheitsorganisation. Was ist auf dem Punkt eher Hoffnung? Was ging dir wünschen für einen besseren globalen Gesundheitssystem, in dem du auch für das Europaparlament Rapporteur warst für Ebola?
Mg Hoffnung ass dat Weltgesundheitsorganisationun an hirem Ro net ersat getch bis ernstnecht. Weltgesundheitsorganisationun huet bislo ganz viel Positives, wat ze kann as so aktiv setzen. Weltgesundheitsorganisationun soll also wann et Mittel fehlt, de Mittel kreien, fir dem Ro gerecht ze gin. Filo den Andruck opkommen zossen Kenneps parallel do neeft schaffen, wat dat kann ersetzen. Da ging ich also, da müssen aber ganz optimistisch sein, dass du etwas Besseres rauskennst. Es sind einfach die Strukturen, die sich bewährt haben. Die Strukturen, die sich bewährt haben, sind immer noch ungenügend. Die müssen an dem Ausmaß verbessert gehen, sind auch vielleicht strukturell Reorientationen zu holen. Wir sollen für keinen Erfolg zurückscheuen. Wir können nicht ersatzlos etwas streichen, was bis heute aber auf wesentliche Pläne etwas brucht wird. Weltgesundheit huet wohl mat Weltgesundheitsorganisation da woch mat Kapazität vu die Staaten ze dienen fir soweit wie dat méigich ass selber mat ihre Probleme eens ze ginn. An der gët de Wolle international ze summen erbecht an dé soll der koordiniert gin op eng internationaler Stelle. Du bleifench en Verfechter vu Multilateralismus en dat Auspizie vun der UNO. Merci. Ge geschieet. Schein Novent.